die einen ist es nur ein Flug nach Tokio, doch für uns ist es die längste Kohlfahrt der Welt. Los ging die Reise in Berlin. Sehr. Immer. Weißt du, was eine Kohlfahrt ist? Nein, weiß ich nicht. Also das ist, kommst du von hier aus dem aus Frankfurt? Genau. Nee, da macht man keine Kohlfahrt, ne? Nee, das machen wir auch nicht. Nee, macht den Jetzt nicht. aus Friesland kommt nicht. Nee, genau. So, und da ist es so, da geht man mit Freunden oder mit dem Verein oder mit der Gemeinde oder wie auch immer, geht man eine ganz lange Strecke lang und es muss furchtbar kalt sein und muss sehr frieren und dabei schmeißt man noch oder schießt eine Boselkugel und am Ende läuft man in eine Wirtschaft ein. Und dort gibt es dann Grünkohl mit Mettenten und Kassler und die ist natürlich auch Pinkel, das ist ja klar, ne? So, und dieser ganze Boselsport, der wird noch ergänzt mit Randsportarten und das ist Ecken und Lattensaufen. Oh, okay. Ja, so, also an jeder Ecke und wir hatten hier gerade eine Ecke, wird getrunken und ich habe meinen eigenen Becher. So, und was kredenzt du mir jetzt? Wodka. Wodka, Schön ja. eiskalt. Ich will in ein typisch ostfriesisches Nationalgetränk. Anmerkung der Redaktion, wir befinden uns jetzt leider erst am Flughafen Frankfurt. Ich weiß nicht, wie diese Reise Da kommen noch weitergeht. ein paar Ecken. Also, du darfst im Dienst nicht trinken. Leider nicht, nein. Aber ich freue mich sehr darüber. Wodka, das ist unglaublich. Hier, ich muss noch so kleine Kornflaschen oder irgendwie sowas. Jägermeister. Ja, ist ja ein Kräuter. Ne? Also, aber ich würde erstmal sagen, die hele Company Soldat gesogen war es noch nicht. Menü. Wohl bekommt. Oder wie man in Japan sagt, Kampai. 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 Also es wird ganz fantastisch. Wenn wir weiterhin auf dieser Kohltour so viele tolle Menschen treffen wie immer, bin ich spätestens in 20 Minuten sowas von Dun. Also Dun, weißt du, was Dun heißt? Das ist betrunken. Ah, okay. Auf Plattdeutsch. Okay. Nee, so platt kann ich nur hoch. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich hoffe, immer. ja, Es das war wirklich mir lustig. Willst du noch dass einen? ja, doch so einen kleinen. Es ist wirklich. War da eine Wenn Ecke ich einmal wieder? traurig da war, bin- war Da eine war, Ecke, ja, da war eine Ecke. mindestens zwei. Annie, wenn ich Ecken mal saufen. traurig bin, trinke ich einen Korn. Ne? Ja, oder auch einen Wodka mit Und wenn ich Ömer. dann noch traurig Hat bin, sogar ihr trinke ich Becher noch dabei. einen Wodka. Ah, okay, nicht lang schnacken, Und, Kopf in den Nacken. jawohl. Und jetzt Matjes. Dieser Korn ist mir gerade kredenzt worden. Ich nehme diese Touri-Flasche mit, aber die schmeckt trotzdem auch ein bisschen gut, oder? Das ist jetzt nicht nur Touri. Okay. Wunderbar. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt mit nach Tokio. Viel Spaß noch bei der längsten Kohlfahrt der Welt. Hat der Hesse gerade wirklich gesagt, er könne nur Hochdeutsch? Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nichts gegessen. Naja, vielleicht waren es auch einfach nur akustische Halluzinationen. Ich komme ja aus dem schönsten Norden aus Ostfriesland. Ich habe die allererste Grünkohl-WM moderiert. Ich esse gerne Grünkohl und trinken. Naja, ich vertrage eine Menge Alkohol und ich war sogar schon einmal Alkohol- und Spielebeauftragte bei Werner Mommsens Fankohlfahrt. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Unser erstes Atelier hat es in einem Pappbecher gegessen. Das ist natürlich lesbisch, aber da muss man durch. Und ich hatte tatsächlich in der 9. Klasse als dritte Fremdsprache Japanisch. Leider weiß ich davon nichts mehr. Was gibt's denn zu essen? Mango? Mango. Brötchen. Diesig. Typisches Kohlfahrtwetter. Also die Hotelzimmeraussicht ist ja schon mal unschlagbar.
mit direkter Aussicht auf die Rainbow Bridge. An dem Tag haben wir allerdings nicht mehr viel von Tokio gesehen. Wir waren einfach zu müde und haben den ganzen Tag geschlafen. Unsere erste Amtshandlung in Tokio: Essen. Und endlich Vorbereitung auf dieses Land. Was im eigenen Land als höflich gilt, ist auch in Japan meist nicht falsch. In Japan ist das Verbeugen üblicher als das Händeschütteln. So, die Sonne scheint in Tokio und das ist nicht besonders typisches Grünkohlfahrtwetter, aber das ist ja auch egal. Ja, überall Parks, überall schöne Flecken und die Frage ist einfach, ist Tokio auch so schön, wenn es regnet? Das werden wir vielleicht morgen oder übermorgen herausfinden. Mal schauen. Es ist ein bisschen, als würde man durch ein sehr sauberes New York laufen und dann würde man direkt vor dem Eingang von Chinatown stehen. Und weil wir ja so richtig gut vorbereitet sind, haben wir natürlich weder Datenroaming noch einen Stadtplan aus Papier dabei. Wir sind also so ein bisschen wie Marco Polo unterwegs. Und das Schöne ist, wir entdecken viele Dinge und können nicht lesen, was es ist, obwohl es dran steht. Naja, warum nicht? Plattdeutsch kann hier übrigens keiner. Mir ging es tatsächlich gar nicht so gut. Ich dachte, das hier wird nicht mein Land. Alles, was ich esse, treibt den Blutzucker in astronomische Höhen und er geht auch nicht richtig runter. Und mir war die ganze Zeit etwas übel. Dazu hatte ich auch noch irgendwie schlechte Haut. Ich fühlte mich so elendig matschig. In ein paar Tagen würde ich wissen, was los gewesen war. Wenn der Taxifahrer selbst eine Straßenkarte in der Hand hält. Ja. Nicht besonders beruhigend. Doch. Das Schöne ist, es gibt in japanischen Taxen eine Kotztüte. Herrlich. Aber doch fährt er eigentlich ganz ruhig. So, das kann ich nicht verstehen. Aber hier soll es ein Foreign Language Sheet geben. Und das Tolle ist, es gibt hier sogar Ladekabel für Handys und Tablets. Die sind wirklich super ausgestattet hier. Was kann das sein? Okay. Wahrscheinlich, wenn man schwanger ist und die Fruchtblase geplatzt ist oder so, dass man dann ganz, ganz schnell mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren wird. Hast du da ein Foreign Language Sheet auf deiner Seite? Auch nicht. Naja. Woran erkennt man den Kleinkünstler? Er flippt aus, wenn er einen Kofferladen sieht. Zeit, ganz viel Geld auszugeben, denn es gilt, einen ganzen zweiten Koffer zu packen. Erstes Sushi in Japan. Shibuya. Bis zu 15.000 Menschen überqueren gleichzeitig diese Kreuzung. Und wir sind jetzt Touris und machen das auch. Und das auch nicht zum letzten Mal heute. Und ich werde gefilmt von einer Japanerin. Ich möchte es ganz kurz sagen. Ja, es ist keine verrückte andere Deutsche. Es ist schon lustig. So, das ist jetzt der zweite Zebrastreifen, über den wir sind. Wir machen alle 5. Ich habe es ja nicht mehr für möglich gehalten, doch es ist tatsächlich soweit. Ich habe zum ersten Mal Müll gesehen. In Tokio.
Müll auf der Straße. Man wird gleich einen Notstand ausrufen, einen nationalen Notstand. Eine Plastiktüte liegt auf dem Gehweg. Achtung, Achtung! Unattended Plastiktüte auf dem Gehweg. Ich komme mir vor wie auf dem Grammermaß. Aber keine milchfreie Variante. Und warm, so Janka-Zong. Ist dem Verstand desruiniert und fließig wieder demonstriert. Und jetzt macht er das alles kaputt. Das vorher so schön gemacht hat. Und da mag ich nicht weg. Da mag ich nicht weg. Da mag ich nicht weg. Wir bekommen einfach Erdbeermatschepampe. Das kann ich in Deutschland nicht durchsetzen. Das können die gar nicht. Ich glaube, da ist keiner gewillt, das so zu lernen. Guck mal, wie akkurat der das macht hier, du. Mit 2 Spachtels, du. Also sowas habe ich noch nie mit Spachteln gemacht. Obwohl, können wir ja mal ausprobieren. Es gibt eine Wand bei uns, da müsste noch mal ein bisschen gespachtelt werden. Daran könnten wir das ausprobieren. Unfassbar. So, nun wird das hart. Ja. Assenmatjes. Ich glaube, die Japaner haben es einfach in Rollen. Sei es Sushi oder Yogamatte. Alles wird gerollt. Meine Fresse, hoffentlich schmeckt das jetzt auch. Guck mal, gut, dass wir uns nicht das bestellt haben. Das sieht eher aus wie... Ich glaube aber, das schmeckt besser als deins. Was? Guck mal, Cornflakes drunter, damit es sich anbackt. Oh, was ist das denn? Reingeschichtet. Ehrlich? Und ich befürchte, es ist jetzt einfach nur Eis in einer anderen Form. Ohio! Das heißt übrigens Moin, nur ganz kurz für alle, die gucken. Und das Wunderbare ist ja, weder ich noch Vanessa dürfen das überhaupt essen. Und wir machen das einfach. Ob es das auch mit Grünkohl gibt? Das war Grünkohl. Das andere war Grünkohl. So ein Pinkeleis. Weiß nicht, sah so gut aus. Sieht nicht künstlich aus. Herrlich. Oh. Kannst du das bitte entgegnen? Dankeschön. Arigato. Yay! Das ist so, vielleicht setzt es sich durch. Wir machen gleich mal ganz kurz den Geschmackstest. Auf die Plätze, fertig, los! Kannst du gleich festhalten. Ja, ne? Okay, also ich mag ja nicht so gerne essen, was man sich erarbeiten muss. Das schmeckt voll krass nach Erdbeer. Jetzt kommt das Beste, wir mögen beide überhaupt kein Erdbeereis. Aber es sah so geil aus. Aber es ist lecker. Weißt du, warum das lecker ist? Weil wir es nicht dürfen. Weil wir es nicht dürfen. Nicht nur, dass wir dieses Milcheis nicht dürfen, mir ist auch immer noch nicht gut. Keksbärchen. Schön, ne? Ich sage ja immer gerne, dass wir uns lieber auf das Gemeinsame konzentrieren sollten, als auf das, was uns voneinander trennt. Und das mit Freuden begrüßen, was einen von dem anderen unterscheidet. Hast du schon die Toiletten ausgelotet? Was uns tatsächlich von Japan unterscheidet, das ist die Toilettenlage. Also hier gibt es überall Bidets, in deinen Hotelzimmern, auf öffentlichen Toiletten. Und da kannst du einstellen, Sprühchen, Spreechen, Temperatur, wie der Wasserstrahl gehen soll, hoch, runter, quer. Das Ding hat mehr Knöpfe als mein erstes Nokia-Handy. Und es kann bestimmt auch mehr als ein iPhone 20. Damit kann man wahrscheinlich irgendwann zum Mond fliegen. Ach, was sag ich, Mond? Mars. Und in Deutschland sind wir froh, wenn wir nach verrichtetem Geschäft an der Raststätte einen Sanifair-Bon in die Hand gedrückt bekommen. Und dann gibt es tatsächlich eine Prinzessinnenfunktion.
Bei den Toiletten, ja, richtig gehört, Prinzessinnenfunktion. Nicht nur, dass man schon auf einem Thron sitzt, nein, man kann Wassergeräusche abspielen oder auch Vogelgezwitscher oder Musik, damit man die eigenen Geräusche nicht hört. Beziehungsweise die anderen deine Geräusche nicht hören. Prinzessinnenfunktion. Seit einer Woche vermisse ich den Satz von der Toilette. Schatz, kannst du mal den Fernseher lauter machen? Dass man bitte auf Menschen aufpassen soll. Die Japaner verpassen so viel durch ihren Reinlichkeitssinn. Die, also ins Gleis fallen. Hier, jetzt nimm mal deinen Bärchen hier. Sonst ist der gleich in meinem Mund. Also Hott oder Schrott hier. Naja, die Form macht's, wa? Und der Preis natürlich. Das teuerste Erdbeereis der Welt wahrscheinlich. Aber die meisten Japanerinnen können auch gar kein Eis essen. Die haben ja immer diesen Mundschutz. Ach ja. Da kommt ja nichts durch. Unfassbar viele Frauen mit zu großen Schuhen. Ich habe oben gerade bei den Schuhen gesehen. Es gibt so Bänder, die kannst du um deinen Fuß drumherum machen, damit die Schuhe nicht vom Fuß fallen. Dann steht da mal so ein ganz richtig super Tipp. Einfach Schuhe in der passenden Größe kaufen. Vielleicht gibt es das nicht. Das stimmt doch nicht. Du hast doch hier auch Schuhe gefunden. Ich habe keine gefunden. Mir wird schon schlecht. Ja, das jetzt schon. Ich habe aber was mitgebracht. Das ist jetzt nicht dein Ernst, doch? Wir fallen einfach sehr auf hier. Habe ich hier was für uns vorbereitet? Nee, oder? Ja. Na gut, es ist für Kinder, aber das Eis ja auch. Alter, ich fühle mich wie Michael Jackson. Guck mal, du fällst gar nicht auf. Der Mann hat dich gar nicht komisch angeguckt. Auf einmal, den ganzen Tag haben mich Leute angestarrt. So auch eine. Man muss sich auch der Kultur des Landes ein bisschen anpassen. Ist ja gut. Na gut, vielleicht hätte ich wirklich keine von Hello Kitty holen sollen, aber ich fand die irgendwie süß. Das ist auch der Grund, warum so viele Japaner und Japanerinnen abstehende Ohren haben. Genau. Du musst unglaublich viel mit deinen Augen sprechen. Und gestern hat uns eine Verkäuferin gesagt, ja, das würde man wegen der Pollen tragen. Und dann sagt die andere so, naja, vielleicht hat man auch einfach nur keinen Bock gehabt, sich zu schminken. Das fand ich wiederum logisch. Man ist schüchtern. Ja, und es ist auch eine super Diät zum Beispiel. Man kann gar nicht einfach immer alles in sich hineinstopfen, nur weil es da steht. Obwohl man es gar nicht mag. Nee, vergiss es, das bleibt jetzt dran, die waren teuer. Oh Mann. Ja, und wir kämpfen gerade mit Vermummungsverbot in Deutschland. Und ganz Japan versteckt sich hinter Hello Kitty. Ich habe übrigens gerade gelacht. So, ich würde mal sagen, wir machen jetzt den Praxistest und gehen damit raus. Oh mein Gott, wir haben einen echten Mülleimer gefunden. Mülleimer. Ja, man findet kaum welche in der Öffentlichkeit. Daher meine Euphorie an dieser Stelle. Der Japaner nimmt tatsächlich seinen Müll immer wieder mit nach Hause. Naja, jetzt ist natürlich wieder gar keiner da. Doch. Ich finde es total praktisch. Also, es ist günstig. Keine teure Schminke mehr. Kein Lippenstift. Ist ja cool. Du meinst so wie sonst bei dir? Willst du mich jetzt aufziehen oder was? Was? Nein, hast du meine Ironie nicht dahinter gesehen? Die tragen alle solche Masken. Ich wollte es nur mal sagen. Also, bekloppt bin ich nicht. Ja. Vielleicht haben die aber auch einfach nur ganz, ganz viele Ärzte hier in Tokio. Oder Krankenschwestern. So, Also wenn die uns angucken, dann nur, weil das Kindermasken sind. Das sind keine Kindermasken. Das sind Kindermasken. Ich habe gerade eben einen mindestens 50-jährigen Mann gesehen in einer Schuluniform mit einem Bärchenrucksack auf dem Der Rücken. hat den Ja? Fetisch. Hier ist der Strich auch nebenan. Das wusstest du Was? noch nicht. Ja. Und wieder Sushi. Ist das toll. Der Typ, dessen Reisebericht ich gelesen habe, macht nichts anderes als Werbeblogger. Er kriegt Werbegelder und guckt vielleicht mit seiner Freundin um die Welt.
Und er hat gesagt, man kann auch in der Stadt, auch wenn man das nicht denkt, bezahlbares Sushi mit einem Stern bekommen. Das ist witzigerweise in einem Einkaufszentrum. Also geht hin. Morgens früh klok 4 da kleit die Haun. Nu storm all ab wie mit nu wieder was down. Zurück zur Kreuzung. Nochmal, das ist kein Marktplatz, sondern eine Kreuzung mit Ampeln und nicht nur Fußgängern, sondern auch Autos. Ja, der Weg ist hier klar. Es ist total logisch, wo gelaufen wird. Denn das sagen immer Pfeiler auf dem Boden, in der U-Bahn-Station, auf der Straße. Und das funktioniert hier tatsächlich. In Deutschland könntest du das vergessen. Da gehen wir doch schon aus Protest einfach in die entgegengesetzte Richtung, wenn wir einen Pfeil sehen. Die Arbeit wiegt im Brot. Das Korn, Knöten, Knäuen und Marachen. Jetzt zur anderen Seite. Und wenn ihr will, wir werden kaum. Meinst du, das schaffen wir noch? Dann ist das Mann noch lange gar nicht so. Die Bude rippt an Dörr, die grode Dörr. Und komm ruhig und stell dir das mal vor. Ja, dann ist dann so dann so das will uns noch mal. Quer so über so. Ja, dann ist dann so dann so das will uns noch mal so. Quer über so. Und endlich hatte ich es herausgefunden. Mein Insulin in der Insulinpumpe war schlecht. So, today is the day. The green cold day. Das wird alles gut. Ja, klar. Natürlich wird das gut. Ich habe den Korn im Koffer. Oh ja. Wir haben einen unglaublich freundlichen Taxifahrer, obwohl bisher habe ich noch gar keinen unfreundlichen Menschen in diesem Land kennengelernt. Da könnten wir uns zu Hause mal also ein Scheibchen von abschneiden. Das stimmt nicht, der Sushi-Meister, der hat immer so geschrien. Welcher Sushi-Meister? Bei dem Sushi gestern. Gestern? Der hat die Leute willkommen geheißen. Ja, aber sehr geschrien. Also ja, sehr, aber doch nicht unfreundlich, das war freundlich. Ach, das war freundlich? Ja. Okay. So. Wir fahren jetzt von unserem Hotel in das The Westin Tokyo. Dort, wo das norddeutsche Grünkohlessen stattfinden wird. Mit all den verrückten Menschen, die das geplant haben und sich dafür Tickets gekauft haben. Unglaublich. Dat du min liefsten bist, dat du mal weinst. Komm Middernacht, sag wo du hältst. Komm Middernacht, sag wo du hältst. Ich bin gespannt, wie viele Norddeutsche überhaupt da sind. Und ob überhaupt irgendjemand Plattdeutsch kann. Mach nicht, sonst singe ich den Hamburger Fährmaster. Da haben die Leute bei Sekt in the City ja sogar in Baden-Württemberg mitgesungen. Textsicherer als ich. Auf der anderen Seite würde ich doch auch kein norddeutsches Grünkohlessen in Tokio organisieren, wenn ich gar keinen Bezug zur norddeutschen Tiefebene habe. Also muss ja zumindest irgendeine plattdeutsche Sozialisierung vorhanden sein. So, weißt du noch, was guten Appetit heißt? Nee. Hayokata. Mit Kata ist schon richtig. Am Ende kommt Kimas. Oh, Scheiße. Dass ich mir das nicht merken kann. Jetzt kann ich mir wenigstens merken. Domo, arigato. Arigato gomashite? Ich weiß es nicht. Ah! Nee, Domo? Domo. Heißt auf alle Fälle Danke. That means thank you, right? Domo? Domo arigato. Arigato.
Mit L, Alligator. Ja, die können das R nicht so richtig Ja, aussprechen. Oh. Es ist aber kein Alligator. R. Okay. Und wenn du jemanden zum ersten Mal kennenlernst, ist es Hajime Mashite. Right? Yes. Nice to meet you, nice to get to know you. Ja. Ich werde noch voll die. Hachi? So wie Hachi, nur Haji. Wie Dschungel. Hajime Mashite. Oh. Alter, ich bin so gut. And enjoy your meal, like itadakimasu. Oh, yeah. The itadakimasu. Itada, das war's. Itadakimasu. Das ist doch in einer Sekunde wieder Kanpai. weg. Du musst es dir aufschreiben. Kanpai is the most important word, I think, for today. Kanpai. Itadakimasu. Oishi. Oishi. And is it Kawaii. Kampai or is it Kampai? Oh, that's a good question. Kanpai or kanpai? Oh, kampai. Kanpai. Yes. Man muss es so kampai. wegschmeißen. Kanpai. 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 It's very difficult. For us. Not for you. Kanpai. Ich mache immer diese Handbewegung mit, dann geht das. Hajime Mashite. Oishi. Und? Was war's? Kawaii? Kawaii? Kawaii. Kawaii. Wie das Klavier. Und was war das andere? Oishi? Oishi. Das heißt lecker. Und Kawaii ist sowas wie oh, some wheat. Damit kann man ganz vieles. Ich gehe ja zum deutschen Grünkohl essen. Vielleicht ist da versehentlich jemand, mit dem ich Deutsch reden kann. Ja, da habe ich ja schon große Hoffnung. Ha. Wo habe ich das denn hier? Ich muss das mal. Dann kann er mir das ja vielleicht noch mal kurz sagen. Ich bin mir sehr unsicher an einer Stelle. Also wenn genau diese Seite sich nicht ausgedruckt hat, dann bin ich am Arsch. Da müssen wir es da nochmal ausdrücken. Ist auch okay. Ach nee, es hat noch übereinander gelegen. So. Shiawase, Narate Das war nicht so Otatako. dolle. Tataku, Tatako. Habt ihr dir das zusammengeheftet? Ja. Shiawase, Narate Otatako. Ko, ku. Tataku. Shiawase, Narate Otatako. Shiawase, Narate Tairote. Shimisoyo. Sora minna dete otataku. Is it completely right or wrong? The Japanese says shiawase narate o tatako. Tatako. Ko. It's an O. Okay. Tatako. Tatako. Shiawase narate o tatako. Yes. Shiawase narate o tatako. Shiawase nara taido. Taido, yes. Taido de shimisuyo. Also shiawase Vasanara taido de shimisuyo. Sora minna dete otatako. Yes, good. Wow. I'm moving here now. I'm becoming Yeah, a big yeah. Japanese pop star. Ja, big Japanese pop star, of course. Shiawase narate otatako. Du musst mal mitklatschen, Nelly. Shiawase narate otatako. Shiawase narate otatako. Shiawase narate shite. Shimisoyo. Sora minna dete otatako. Oh. Moment, es geht noch weiter. Shiawase nara ashinara so. Shiawase nara ashinara so. Das heißt Füße stampfen, falls du es nicht wusstest. Shiawase nara taira de shimisoyo. Sora minna de ashinara so. Ich dachte, du bist schon ein japanischer Popstar, Ja, weil du genau. doch fließend Japanisch Nein, singst. Meine Güte. Okay. Genau. Konnichiwa. O genki desu ka? Hi, genki desu. Musst du immer sagen, dir geht's gut.
Hi, Genki des. Hier geht's allen gut. Wenn du jemanden fragen möchtest, wie er heißt, Onamaiwa. Er lacht sich tot davon auf jeden Fall. You're laughing about me, right? You think I'm funny. Kanpai. Kanpai. Jetzt, wo er deinen Sprachumfang kennt, könnt ihr euch ja schon richtig unterhalten, Sandra. Entschuldigung. Lass mal die Großen hier reden bei ihren tiefschürfenden Natürlich. Konversationen. Bitte nicht unterbrechen. Wenn du meine Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, dann schlage ich was für dich nach, ne? Ah ja. Okay, dieses Hotel ist etwas fancier, als wir es sind. Oh, okay. Man muss sehr lange... Guck mal da, 25. internationales Norddeutsches Grünkohl essen in Tokio. Ja, aber die kommen doch immer schon um 18 Uhr, auch wenn es um 19 Uhr beginnt. Wenn man nach 18 Uhr kommt, wenn es 19 Uhr beginnt, dann ist man unhöflich. Kann ich ja noch das Sightseeing gucken. Richtig. Ist das schön hier. Es kommt nicht so rüber, ne? Auf dem Video. Du musst oben filmen. Ich muss oben filmen, okay. Hier ist es auch beeindruckend. Man muss es auch mal sagen. Ah ja, schau an. Ich folge einfach dem Mann und dann mache ich gleich die Kamera aus. Ich sehe Menschen in Fischerhemden. Bitte. Also, Nessie, wenn es eine tragen kann. Dann ich, ne? Ja. Kann ich jetzt auch ein paar Witze erzählen? So wie Fips Asmussen-Witze oder so? Natürlich. Ich kann keinen. Nein! Nein. Mist. Ich bin nicht vorbereitet. Okay. Aber muss ich auch Hier bin nicht. ich übrigens. So, das Schöne ist, noch haben wir alle Namensschilder. Und ich hoffe, das bleibt auch so, dass wir die Namensschilder haben. Ist. Not open. Aber schon. They left his old cup down and a cake me on they left his old cup. Nee. Apfelverkauf, alle bloß die leefde, die war so verkauft. Vielleicht bist je ook tevreden met een fonkelring. Ik dacht jammer nog dat we alle opsteden, dat we ons leven ook niet zijn. Blum und Klöcken können, man bloß die leefde, die war so verkauft. Die leefde is so verkauft. Dan Emma keek me aan und zei, die leefde is so verkauft. Nee. Ja, das Programm. Sagen die Töchter, ach Papa. Oh doch, wenn du einen schwarzen Anzug oder einen blauen Anzug anhast. Ja, nee. Tauscht ihr gerade Modetipps aus? Oder Ja, machen wir. Ja, wunderbar. Das Freut ihr euch das schon? ist noch von früher. Ja, wir freuen uns ganz. Nessie, finde mal ganz kurz den Fehler. Ja, was ist denn der Fehler? Er hat ein Getränk. Ach so, ja. Ah, okay, das kann ich besorgen. Ja? Komm, du kommst doch immer an die Drogen. Super. Liebe Skandalmakers, ihr lauft jetzt sogar in Tokio auf dem Grünkohl essen. Ich habe allerdings bisher hier noch keine Plattschnackers gefunden, aber ich arbeite dran. Kanpai, wie ist das schön, Leute. Wir machen heute... Aber bin die Kleinste, warte. Du hast ein gestreiftes Hemd an, in grün-weiß gestreift. So ist Machst das. du heute... Grünkohl. Grünkohl. Oh, Annie. Entschuldigung, nein, und ich dachte, du wolltest ja einen auf Revoluzzer heute machen. Alle kommen in blau-weiß gestreift. Vergiss Nein, es. Grünkohl. Ich mache doch keinen Massenzwang hier, Gruppenzwang. Ja, wunderbar. Also mein Fischerhemd heißt feine Streifen. Ja, so heißt Prost. es. Feine Wunderbar. Also, Prost! Streifen. Ist das gut? Das ist wie nach Hause kommen, Ewig oder? nicht getrunken. Ah, ist das schön. Ewig nicht getrunken. Und guck mal hier, ich habe noch nie gesehen, nach einer Kohltour, dass Menschen an so langen Tafeln gesittet Grünkohl essen werden. Und das Schlimme ist, es gibt keine Tanzfläche. Das wissen wir noch bedeutet, naja, Also wenn dann auf dem Teppich. wird dann Vollstimmung hier. Ich gehe mal aus deinem Video. Vor allen Dingen da oben schön. Und alle! Deshalb versuchen wir jetzt einmal mit den Deutschen das Moin Moin.
Und dann mit den Japanern das Ohio. Na, da bin ich aber 今日 gespannt. はドイツ人と日本人同時にいるからおはよう日本人がおはようおはようドイツ人はモイモイじゃあドイツ人でalle Deutschen mit dabei moin moin Moin, moin! mehr moin moin Moin, moin! じゃあ日本人におはようおはよういやいやいやおはようおはようはいそれでとりあえず今日の Shot of the day Oh Gott, Es ist Shot. immer eine besondere Freude für mich, Kannst du mal den Schnaps holen? sich allen gleichzeitig anstoßen zu dürfen. Irgendein. Wir müssen schnell sein. Das ist Auf Karl. alle Fälle. Karl kommt aus Wuppertal. Nicht etwa aus Norddeutschland, was man vermutet hätte, wahrscheinlich. Er wohnt seit 30 Jahren mit seiner israelischen Frau in Japan. Wie das wohl sein muss. Naja, so ganz doof wohl nicht, sonst würde er ja nicht hier bleiben. Jetzt kommt's, Vanessa. Ich wünschte, ich würde Matjes mögen. Wie geil ist das? Dem Botschafter gefällt. Scheiß direkt dagegen. So. Wo willst? Also nun bin ich aber leicht gespannt. Ich war auf deinen Kommentar. Vielleicht muss man ein Before- und Afterbild machen. Es ist ein bisschen schwierig. So. So, jetzt wollen wir doch mal. So, und ich mache jetzt was man wahrscheinlich so nicht macht. Ja. Oh! Okay. Okay, das ist eine Tokioer Pinkel, die ist tatsächlich hier hergestellt worden. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die schmeckt. Ich verzichte mal kurz auf den Wasabi-Senf. Das ist der grüne hier. Nein, der geht aber sehr gut mit Der geht sehr gut damit? Ja. Der Botschafter sagt, es geht sehr gut damit. Ich bin ja kein Kostverächter. Karl, magst du das mal annehmen? Ja. Hast du gesehen, wie ich mich verbeugt habe, als ich den Senf überreicht habe? So. Ich werde jetzt erstmal den Grünkohl verköstigen. Wie ist es bei euch? Nein, ich möchte nichts hören. Ich darf mich nicht beeinflussen lassen. So, also erstmal ohne Senf, um zu gucken. Ich habe ja gehört, man hat nur die Blätter benutzt und nicht den Strunk, was das Ganze etwas bitter macht und man deswegen etwas Zucker reingeben musste. Also, erster Grünkohl in Tokio. Jetzt. Jetzt gib mal eine ehrliche Antwort. Ja, man merkt, dass die Süße im Nachhinein versucht worden ist, etwas zu produzieren. Aber das ist nicht schlecht. Die Bitterstoffe mag ich ja normalerweise ganz gerne, aber eher am Rosenkohl und nicht am Grünkohl. Aber er hat ja doch durchaus beide. Oder? Vor allen Dingen ist das ja bissfest. Nicht schlecht. So, und jetzt gehe ich mal an die Pinkel ran. Wir wissen alle von mir, ich bin die Pinkelexperte. Es gibt kein Leben ohne Pinkel bei mir. Was ist denn das? Naturdarm. Ja klar. Ja. Mensch, Mädel. Okay, also es sieht von innen schon mal nicht ganz so aus wie eine Pinkel, aber das war ja schon mal nicht. Geile Scheiße. Wenn die jetzt nicht schmeckt. Keinen Grund zu beschweren. Sehr gut, das macht Im Gegenteil. Es scheint artverwandt zu sein mit einer Pinkel. Ich kann ganz ehrlich sagen, das Fett fehlt. Es muss etwas fettiger. Ich stehe auf Fett. Im Essen. Aber wir versuchen mal ganz kurz hier. So, hier, guck mal. Ja. Mit Senf geil. Super. Wir bräuchten noch einen Kartoffeltest. Ja, einen Kartoffeltest nochmal eben. Ist ein Tuffel, ne? Kannst nicht so viel mit falsch machen. Die Tuffel sind geil. Wir nehmen nochmal die andere Wurst hier. Was ist denn das für eine Wurst, Karl? Also, sie schmeckt sehr, sehr gut, die Pinkel. Es ist nur keine Pinkel.
So, Vanessa, Nachtisch? Ja, sicher, dann nehme ich immer doppelt. Dann nehme ich Rote Grütze mit Vanillesoße. Ja, bei dir ja ohne. Aber die sieht bei mir ein bisschen anders aus. Also die sieht sowieso ein bisschen anders aus, als die so gefüllt sind. Nimm mal einen Happen. Ist die genauso sauer wie bei uns? Oder kannst du die mit Gastritis essen? Nein, es schmeckt richtig gut. Ja? Okay. Es schmeckt wirklich richtig gut. Ja? Der Botschafter macht Mut. Sie brauchen doch keinen Mut. Nein, ich habe ein bisschen zu viel davon. So, ich mach jetzt los. Du machst jetzt los, alles klar. Dann bist du dran. Mike, Prost. Das ist übrigens der Grünkohlkoch des Abends. Das ist ein Videoschatz, muss nicht stehen bleiben. Prost. Prost. So, meine lieben Mädels und Jungs. Oh, ich glaube, es geht los. Ich glaube, ich bin dran. Alles klar. Hat das Essen geschmeckt? Eine Hängerli von Königin aus Deutschland. Moin, moin, Tokio! Okay, geht es da? Doch in einem Schimmel und im Sky fällt Where are your glasses? In Prost und Tokio! Und Mango Crazy! I'm from the very northern part of Germany, from East Frisia, that's near the Dutch border, and that's where the Grünkohl is from. For you, drink a schnapps for every sentence that you don't understand. Okay? And Wie die das wohl finden? very well tonight. I tell them tenderly. Is it up to A Japanese word just popped out of my head, and nobody knew where I was from. And the doctor said, Okay, ich merkte, mit längeren Geschichten brauche ich hier gar nicht erst anfangen. Die Konzentrationsstärke ist nach Grünkohl- und Pinkelaufnahme mit gleichzeitigem Korngenuss nicht mehr besonders hoch. What is shunkel in Japanese? Do you want to see Carl on stage? Es muss krachen. Kein Do you want Problem. to see him sing? You want a duet that will go into history. It's gonna go viral. It's gonna go viral. Die Dänen, sie wandern am Strand hin und her. Von Grönland nach London jedenfalls ungefähr. An der Nordseeküste. Am norddeutschen Strand. Am I pregnant now? No. I really wanted to impress you guys, but now Kalle stole the show. 1 second. Do you know what that is? A Klampfe. Ukulele. Oh, it's a little out of tune, but who cares? We have alcohol. Kampai! Nicht lang schnacken! Kopf in den Nacken! Shia vasinara deo tatago. Shia vasinara deo tatago. Shia vasinara daino de shima solo yo. Sora minna de deo tatago. Let's do it again. That works. Okay. Again. And now the Germans have to clap along as well, okay? It's just 2 claps. It's much easier than the song before. That was 4 claps. Now we only have 2 claps, okay? 1 second, 1 sip of beer. Are you ready for Shiabase? Okay. Whew, exciting. I'm going to be the new Japanese pop star, I tell you, with my ukulele. If you're happy and you know it, clap your hands. Bist du glücklich, klatsch doch einfach in die Hand. Is my Japanese good?
You can barely hear that I'm German, right? Yeah. You know what Plattdeutsch is? Probably not. Plattdeutsch, that's a little similar to German, but it's a minority regional language from North Germany, where I am from. It's called Plattdeutsch. That translates to flat German. Da du mir liebsten bist, da du wohl weißt, komm wieder nach, sag, wo du hältst. Oh, make some noise! Von die Bessere! Tut sich übrigens gerade, das liegt am Plattdeutsch, nicht gut, okay. Can I say you to you? Please do. Da du mir liebsten bist, da du wohl weißt, komm wieder nach, sag, wo du hältst. Komm wieder nach, sag, wo du hältst. Thank you! And I'm so glad that you're all here tonight to celebrate my home. Lohnt sich nicht mal da, oh no, schade die Tränen mit der Nacht, yeah, yeah. Ich müsste mal gegen die Stadt, vergiss den bunten Neonstein, die sind in deiner Sorgen, und hör die Großstadtmelodie bis in den frühen Morgen, sei wieder froh, da ist alles für dich da, da wirst du Dinge erleben, die sind wunderbar. Doch kein Mensch. Eigentlich gibt es mittlerweile Handys, die filmen können. Und ich reibe mich ein. Die rollen doch zwischendurch die Tische abbauen. Und was das Leben. Meine Polonaise-Erfahrungen beschränken sich auf 2 Begebenheiten. Eine mit 16 auf einem Oktoberfest in Pennsylvania als Austauschschülerin zu Muss i denn zum Städli hinaus und die andere mit Gottlieb Wendehals in der WSM-Halle bei einer Aufzeichnung für den Oldenburger Lokalsender O1. Beide Erlebnisse waren gleichermaßen traumatisch. Doch diese japanische Polonaise funktionierte einwandfrei. Spaß gemacht? Ja, natürlich hat es Spaß gemacht. Hallo. Hat es jedem Spaß gemacht? Oh mein Eine Gott. Frage. Hat dir der Grünkohl geschmeckt? Klar. Ja? Was war mit der Pinkel? Sei ehrlich. Wie war die Pinkel? Felix, Ja. hau raus. Also ganz ehrlich gesagt, Ja?
Der Hüko. Du hast Verwandte in Niedersachsen, ne? Ja, der war nicht perfekt. Es war nicht ganz perfekt. Es war nicht ganz, ist halt so. Aber trotzdem, ich fand es ich fand es trotzdem gut. Also wir machen in Deutschland ja auch manchmal Sushi. So ist ja nicht. Und es schmeckt ja auch nicht so Ja wie gut, hier, okay, in Deutschland. Deshalb hast du ja auch immer da hingeguckt. Ja, schlimm. Ne? Was Hast du ein gesehen? Fehler war. Natürlich war das ein Fehler. Auf jeden Und dann Fall. habe ich aber irgendwann Auf gemerkt. jeden Fall habe ich da hinten immer ein Fett weggeklatscht. Ja, habe ich gemerkt. Für alle, Was mit alle Asiaten. Ja. So. Japaner. Und die haben sich tot gelacht. So, und es war super. Also, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, habe ich vergessen. Du hast das mega gemacht. Andi. Ich stelle mich da einfach hin, als würde ich nie was anderes tun. Und letztendlich mache ich ja auch nie was anderes. Nur halt mit anderen Songs, mit anderem Publikum. Ja, aber anders. so, und dann habe ich das einfach so gedacht und dann dachte ich so, ja, jetzt fühle ich mich auch irgendwie wieder wohl. In den High Heels und im viel zu kurzen Ringelkleid und der Prinz Heinrich Mütze auf dem Kopf. Und vor allen Dingen, ich glaube, ich stand zum allerersten Mal in meinem Leben mit einer Brille auf der Bühne, weil ich einfach nur vergessen hatte, sie abzunehmen. Okay. Ja. Und jetzt treffen wir uns morgen alle noch bei der Route von dem Hund. Verrückt. Hachiko. Beim Shibuya. Und was wirklich ganz, ganz gut war, die größte Überraschung des Abends, Nessie, Ja? Wasabi-Senf. Ah, stimmt. Der war echt gut. Der war Hammer. Der war echt gut. Können wir mal gucken, ob es den auch bei uns gibt. Aber auch die anderen Senfsorten waren nicht unbedingt von uns. Nee, waren sie nicht, aber die waren nicht schlecht. Nee, Vielleicht kann man bei Senf auch einfach nichts falsch machen. Weiß nicht genau. Sind wir gleich da? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Dat du mijn liefsten bist, dat du wohl weißt. Komm wieder Nacht, sag wo du heißt. Komm wieder Nacht, sag wo du heißt. Komm du um Mitternacht, komm du Glock ein. Vaderslag, Mauderslag, ich schlaf allein. Vaderslag, Mauderslag, ich schlaf allein. Klopp an den Kammerdeur, fort an die Klink. Vader meint, Mauder meint, dat deit die Wind. Vader meint, Mauder meint, dat deit die Wind. Wow. Das KDW Tokios. There are stones in my head, there are weights I can't forget. The blessed cat is tore them apart. All those roads and the ways carry many years away until they're not in my dreams anymore. Ey, wenn man das in Moabit im Center bekommen würde. Glücklich, zufrieden und todmüde. Drops in its songs like the beat of a broken heart until it's gone. And it's gone. Ja, wir treffen uns bei dem Hachiko-Hund. Dem treuen Hund, der hier mal gewartet hat. Scheint aber ein beliebter Treffpunkt zu sein. Mal gucken, ob wir die Menschen finden, mit denen wir hier verabredet sind. Da ist auf alle Fälle der Hund. Bacon. Iberico. Iberico. Ich kann auch Japanisch. Iberico. Also Wir essen Dinge, die wir noch nie gegessen haben. Das hier ist ein Pilz. Ein großer Pilz. Hühnchenleber, japanisches Omelett. So, sehr gewürztes Hühnchenfleisch mit rohem Ei. Sehr gut. Hier, Gurkensticks mit Miso. Denn wir haben heute Mike am Start, den Koch von gestern, der für uns einmal alles bestellt hat, was wir probieren sollen. Ginger Ale.
lecker. Also, Prost! Kanpai! Kanpai! Prost! Meine neuen japanischen Freunde. Ja. Die Kusendoktor kommt bei. Das war Plattdeutsch. Das heißt, das kann ich nicht verstehen. Das Das war war auch auch so so ein ein Ding. Ding. Wir haben uns eben über Sprachen unterhalten und wie man da reinkommt. Ne? Am Anfang habe ich nicht ein Wort verstanden. Nee. Da ist tatsächlich so. Das Bayerische ist immer noch klassifiziert als Dialekt. Das Plattdeutsche ist eine Sprache. Weil das Plattdeutsche, das gab es schon, bevor es das Bayerische gab. Das Plattdeutsche gab es schon vor dem Hochdeutschen. Ja. Eine typische Tokio-Tabak, in die man wahrscheinlich nie gekommen wäre, hätte man nicht hier diese Kontakte. Dafür sind wir schon mal sehr, sehr dankbar. Gar nichts versteht von der Sprache, das ist auch total komisch. Also Moment, Vanessa überreicht zum ersten Mal eine Visitenkarte. Es ist unglaublich. Ihr macht das sehr gut. Wunderbar, ihr könnt jetzt weitermachen. Jetzt musst du staunen. Genau, jetzt musst Du musst jetzt staunen. Okay, bitte. Eine Visitenkarte. Es folgt nun eine kleine Abhandlung über Plattdeutsch als Sprache im Gegensatz zum Dialekt. Eine Lesebrille haben. Brauchst du eine Brille dafür? Mal die Brille. Vanessa. Du bist ein Name. Vanessa. Alles. Mauritscher. Vanessa. Ich bedanke mich. Also, danke. So, wir sind hier immer noch in dieser Absturzkneipe und es ist sehr lustig. Rechts hinter mir, da sitzt wohl ein berühmter Typ von einer, nicht amerikanischen, von einer japanischen Serie. Jutta, wie heißt die Serie? Cool Japan? Cool Japan. Und der sitzt hier, das ist der Typ hinter meiner rechten Schulter. Der mit dem Nicht-Haarschnitt da hinten. Er war auch gerade sehr beschämt, als alle aufgestanden sind und gesagt haben, hey, du bist voll berühmt, Alter. Ich habe ihm gesagt, ich bin jetzt der nächste japanische Popstar. Gleich will er ein Foto mit mir haben. Ich sage es euch. Wir können hier rein, oder nicht? Unsettled hearts are beating, rivers running on. We lose what we were born for. Let's find ourselves a home and let it burn. It's time for the pages to turn. Say you will, say you won't, say you do, even if you don't. And whichever way you go, change your turn. Ist das lustig gewesen? Aber morgen ist es auch vergessen. Ja, das ist großartig. Ich würde sagen, weiß nicht, was man kennt. Ja. Das wäre so. Ja? We knew the time was coming. There's always a way out. Invisible alliance. Together we will grow and let it burn. It's time for the pages to turn. Aber wir passen noch rein. Not long and you stop
mal winken. We love our suitcase. Weil wir nicht geschafft haben, so eine wunderbare Suppe hier in Japan zu essen, haben wir uns jetzt noch eine fürs Flugzeug mitgenommen. Ein Mann sagte heute zu mir, "The German and the Japanese people have very much in common. We both work hard and we are very loyal." Er war viel geschäftlich in Düsseldorf und Berlin sei eine sehr besondere Stadt für ihn. Bei der Maueröffnung war er in Wien und er sagte, das war ein ganz besonderer Moment. Da musste ich weinen. Das Los einer ehemaligen Rotary-Austauschschülerin. Man möchte am liebsten in jedem Land, in dem man ist, noch einmal zur Schule gehen können, um alles bis in die Tiefe zu verstehen. Nicht nur drauf gucken, immer ein Teil davon sein wollen, jede Sprache sprechen können, sich überall zu Hause fühlen. Japan ist für mich ein bisschen wie Fassbrause. Als ich das erste Mal in Berlin war, habe ich Fassbrause getrunken und habe gedacht, wie kann man dieses Gesöff trinken, und mir ist richtig schlecht davon geworden. Und nach ein paar Wochen konnte ich dann nicht genug davon bekommen.